Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Leute, ja, es halt ein bisschen. Ihr wisst, ich bin im Urlaub und von daher, ja, ich werde es nicht ganz so lange ziehen mit dem Gehalte hier. Wir schauen mal. Gut, es geht natürlich um den Abgang von Kingsley Coman. Ja, der steht jetzt fest. Was wir genau bekommen haben an Ablöse, I don't know. Ja, das wissen wir alle selber nicht. 25 oder 35. Vielleicht sehen wir es bei der Jahreshauptversammlung. I don't know. Ja. Gut, erstmal alles Gute an Kingsley Coman. Ja, waren, ich glaube, auch 10 Jahre bei uns, oder? Sehr erfolgreiche mit 21 Titeln, glaube ich. Roundabout, ich habe es nicht ganz im Kopf, 350 Spiele mit ungefähr 170 Torbeteiligung, davon irgendwie die Hälfte Tore, die Hälfte Vorlagen, also ganz okay eigentlich, jetzt nicht Weltklasse, nicht überragend, aber auf dem King war eigentlich immer Verlass, wenn wir ehrlich sind. Er hat natürlich dann das wichtige Tor gemacht im Champions League Finale, gerade gegen Paris war King immer heiß. Ähm, Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Und dass jetzt einige den Transfer kritisieren, verstehe ich persönlich nicht. Ja, es ist völlig legitim, ähm, ihn zu verkaufen. Und ja, ich weiß nicht, was man erwartet. Ja, weil man jetzt sagt, man hat nur 35 Millionen oder 30 Millionen gekriegt. Ja, was erwartet man? Ja, nur was jetzt ein saudischer Club ist, heißt das nicht, dass sie sagen, komm, hier hast du 100 Millionen und das machen die vielleicht bei irgendwelchen Partnerclubs, ja, wo irgendwas im Hintergrund gemauschelt wird. Da machen die vielleicht so einen Bums, aber natürlich nicht beim FC Bayern, Alter. Ja, das ist der Marktpreis. Ja, na klar, hätte sie jetzt als FC Bayern sagen können, nee, wir wollen 50 Mille haben und beharren drauf, so wie Stuttgart macht. Hättest du aber natürlich das Risiko gehabt, dass du einen King nicht los wirst, dass er nach 2 Jahren seinen Vertrag bei uns erfüllt. Wieder so mittelgut. Ja, du hast 17 Mille Grundgehalt, wahrscheinlich an die 20 mit Prämien und in 2 Jahren hättest du dann gar nichts gesehen, weil du hättest den Vertrag nicht verlängert mit ihm. Ja. Ähm, von daher alles gut. Nimm die 30, 35 Millionen mit, die du da kriegst. Du sparst die 17 Gehalt ein. Ja, ich denke, das ist unser Fokus und ich wünsche King nur das Beste. Wie gesagt, war für meiner Meinung nach immer noch der Beste von den dreien. Also wenn wir jetzt Koman, Gnabry und Sané nehmen, war King immer der noch auf jeden Fall das höchste Level hatte von allen dreien. Ja. Klar, alle hatten mal einen Peak nach oben, so ein paar Spiele, ja, aber King hatte immer so ein gutes Grundlevel eigentlich. Mal abgesehen von der letzten Saison, aber das, oder davor die Saison, Kompanie hat es ja wieder hingebogen, so ein bisschen, das war völlig fein. Aber ich denke, für ihn war es einfach auch an der Zeit was Neues. Ja. Und das ändert natürlich auch nochmal die Struktur im Kader. Im Mannschaftsrat war er auch ein Part. Und ja, ich denke, das ist einfach. Veränderung tut gut, gerade bei uns. Ja. Und meinetwegen könnte es Gnabry auch noch abgeben. Also jetzt irgendwie auf den Gnabry zu setzen in der kommenden Saison ist auch eine Farce. Von daher gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall noch jemanden verpflichten werden und müssen. Ja, wenn wir wirklich das Ziel haben sollten, das weiß ich nicht, ernsthaft in der Champions League dran zu denken, dass man ziemlich weit kommt oder sowas, wirst du noch einen Außenbahnspieler verpflichten müssen. Ja, natürlich haben wir Lennart Kahl, alles gut, alles fein, ja, ist natürlich ein Talent, der wird irgendwann, ja, erstmal hat er noch nicht das Leistungsniveau, er muss das noch nachweisen, auch wenn er jetzt in 2 Freundschaftsspielen mal ein Tor gemacht hat, alles gut, ja, aber spielen wir alle 3 Tage 90 Minuten, ja, und auf dem Level. Klar, du hast Ulisse, du hast wenn alle fit sind, Musiala, Kane und so weiter, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, aber lass mal einen ausfallen. Ja. So, du hast Diaz, ja, der braucht noch ein bisschen, das hat man gesehen. Ich denke mal, ich nehme das gerade vom Supercup auf. Ich denke, ich erwarte ein Tor von ihm heute gegen Stuttgart. Mal gucken, ob ich richtig liege. Aber wenn da einer ausfällt, was dann? Ja, dann hast du noch Lennart Kahl und wenn zwei ausfallen, so, da ist nichts mehr. Dann kannst du Kusi Asare aufstellen, kannst du mit einer Doppelspitze spielen und weiß ich nicht, mit einem Zehner, wenn noch ein Zehner da ist. Ja. Also, wie gesagt, du kannst nicht auf den Gnabry setzen. Ja. Das wissen wir alle, der ist mehr verletzt, wie er da ist. Hat weniger Bock. Ähm, ja, schwierig. Ja. Also da muss noch was passieren. Ich bin gespannt, was passiert. Ähm, ja, Namen sind viele im Raum. Keine Ahnung, wenn man bei Nkunku ernst macht,
ja, kannst den Preis vielleicht drücken und kriegst den vielleicht auch für 30, 35. Aber dass der jetzt irgendwie weniger Geld haben will wie King, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ja, das ist so das Problem an dem Transfer. Ja, vielleicht sollte man mal Christoph Freund freie Hand lassen, dass der mal ein, zwei aus dem Hut zaubert. Ich denke, der hat mit Sicherheit ein, zwei Spieler da im Blick. Ich meine, wir haben ja selber den jungen Belgier da auf der linken oder rechten Außenbahn. Ich weiß nicht den Namen jetzt nicht. Natürlich musst du jetzt nicht unbedingt in dieses obere Regal greifen. Wie gesagt, du hast einen Olisse, ja, du hast einen Diaz, das ist die Stamm-Außenbahnspieler, Punkt. Ja. Aber du kannst natürlich nicht darauf setzen, wenn wir darüber reden, man will in der Champions League was reißen, kannst du nicht darauf setzen und sagen, ja, das reicht. Das reicht nicht. Ja. Wenn der Ersatz ein Jugendspieler ist, ihr wisst, ich bin ein großer Freund davon, und ein Gnabry, dann ist wild. Ja, so, das müssen wir ganz klar sagen. Also, wie gesagt, du hast zwei Außenbahnspieler jetzt abgegeben mit Sané, mit Koeman. Dazu noch einen Müller, der auch die Außenbahn spielen kann. Also, ja, oder du musst halt zu 110% auf den Paul Wanner noch setzen. Ne? So. Aber du hast natürlich auch einen, na, wie hieß er denn? Iran Kundas abgegeben gehabt. Ja? So, den hätte er natürlich jetzt noch haben können, hätte er hochgezogen. Ja. So musst du nochmal aktiv werden. Ja, und ich bin gespannt. Ja, du musst schon, ja, wie ich schon sagte, wer setzt auf ein junges Talent, 21, 22, 23 für die Außenbahn. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dem Woldemar ist, ob man den jetzt, meinen Stuttgart dann auf 75 Meter in den Arsch schieben will. Ich will es nicht tun, sag ich euch, wie es ist. Und der gibt dir halt auch nur die mittlere Position. Ja. Ich sehe den jetzt nicht auf einer Außenbahn. So, und nochmal, wenn Außenbahnabsicherung Serge Gnabry ist, dann wird es schwierig. Ja, das ist schön, wenn der an dritter Stelle ist auf einer Außenbahn, aber wir haben das Leistungspotenzial gesehen, wir kennen seine Verletzungshistorie, seine Nicht-Lust-Historie. Ja, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ansonsten, wie gesagt, ich sehe den Transfer, ich fühle den Transfer, ist völlig richtig. Auch King ist, ich weiß nicht, wann King mal in der Saison nicht verletzt war. So, ja, deswegen sei froh, dass er den von der Gehaltsliste hat. Sorry. Ja, er hat 10 gute Jahre bei uns gehabt, 21 Titel habe ich schon gesagt. Er ist 29, wird 30, alles gut, ist im Herbst seiner Karriere, hat bei uns kriegt er, wenn alles gut läuft, 10 Meter netto mit allen Prämien, so, da kriegt er das Doppelte, ja, oder mehr wie das Doppelte. Netto. Ja, also kann man das voll verstehen, ne? Dass so ein Spieler dann auch gerne dahin möchte zum Ende seiner Karriere und das ist für mich völlig fein. Ja, aus Spielersicht kannst du das 110% verstehen und ich denke aus Vereinssicht auch, wenn du da die 30, 35 kriegst, weil es hätte kein anderer Club hätte dieses Gehalt gezahlt für einen Kingsley Coman. So, sind wir ehrlich. Ja. Egal welcher Club da angefragt hätte, hätte entweder der Spieler auf Gehalt verzichten müssen oder der FC Bayern auf eine hohe Ablöse. So. Und von daher ist das doch eine Win-Win-Situation. Wir kriegen noch den Marktwert, den er hat. King kriegt nochmal seinen Fußballabend vergoldet, wo er noch nicht mal zu 100% geben muss, aber wahrscheinlich auf 80% dadurch die Liga tingeln kann. Ist dann vielleicht weniger verletzt. I don't know. Ja. So ist doch alles fein. Wichtig ist, dass man da jetzt einen vernünftigen Ersatz noch bekommt. Ja. Nochmal, ich sehe es nicht, dass man auf den Gnabry setzt. Ich sehe, dass man auf den NRK setzt, 110%. Ja, den Jungen musst du jetzt fördern, da muss all in gehen. Trotzdem muss noch was dahinter sein. Ja. So, du brauchst auf der Außenbahn 4 und dann vielleicht nochmal einen dahinter. Wenn wir über die Champions League reden. Wenn wir nicht über Champions League reden, dann kannst du auch so in die Saison gehen, wie es gerade ist. Ja, und dann hast du 3 Gestandene, wenn du Gnabry dazu nimmst und einen Jugendspieler für diese Position. Alles gut. Ja. Ich weiß nicht, wer sonst die Position noch bekleiden kann. Ich meine, Conny Leimer kann alles spielen. Du kannst auch Conny Leimer einen nach vorne ziehen. Du könntest auch später einen Davis einen nach vorne ziehen. Ist die Frage, wie da die Planungen sind. Ja. Aber ich denke, es wäre schon nicht verkehrt, wenn man, gerade für die linke Seite, Lennart Karl kommt auch eher über die rechte Seite, wenn man hinterm Diaz noch jemand für die linke Seite hätte. Gerne einen jungen Wilden. Ja. Perfekt. Ja. Der hat jetzt nicht die ganz großen Ansprüche. Und natürlich musst du so einen Jungen dann aber auch fördern. Ja, da musst du halt auch gucken, dass du ihm nicht auch Spielzeit gibst, so wie es jetzt mit dem Lennart Karl machen musst. So, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja,
Wenn du jetzt eher anfängst und sagst, ja, ich spiele jetzt hier komplett mit Odisse und Diaz durch, ähm, dann kann sich dahinter auch nichts entwickeln. Ja? So. Es gilt jetzt schon, Lennart Karl da zu entwickeln, gerade wenn jetzt eine gestandene Alternative im Kingsley Coman weg ist, denke ich. Wie gesagt, ich sehe einen Zerc da jetzt nicht an erster Stelle, vor allen Dingen, wenn man den jetzt gerade auch noch als Zehner sieht und hast du nicht gesehen. Ganz wilde Takes, also weiß ich nicht, bin sehr gespannt, es muss was passieren noch auf der Posi, so, da brauchen wir nicht überreden, ich bin gespannt, was passiert. Keine Ahnung, Idealfall wäre natürlich, ähm, du könntest einen Nkunku ausleihen für ein Jahr mit einer Kaufoption. Ja, das wäre natürlich Premium, weil der ist auch oft verletzt. Ja, verletzungsanfällig, klar. Ich fand den damals mega bei Leipzig. Ähm, ist ein gestandener Spieler, weiß, wie der Hase hoppelt, ist nicht mehr der Jüngste. Deswegen, wenn du ihn ausleihen kannst für ein Jahr, let's go. Ja, du brauchst die Kaufoption ja nicht ziehen. Ja, es sei denn, es ist eine gute Kaufoption. Und gut ist. Und dann kannst du dahinter halt noch einen jungen Spieler ranführen. Ne? So, aber nochmal auf den Zerc boah, weiß ich nicht, für den Zerc halt nicht als feste Nummer 3. Na, wie gesagt, stellt euch vor, einer von beiden verletzt sich, dann ist Serge Stammspieler. Ja. Setzt ihr wieder auf den Serge, Alter. Ich meine, tun wir jetzt schon bei Musialas Ausfall, weil Pavona verletzt ist. Weiß ich nicht. Also nochmal, der Kader kann stemmen, ja, aktuell. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du ein bisschen ummodest, umdenkst und du sagst, ja komm, dann nehme ich von C. Davis auf der linken offensiven Bahn. Machen Stanley dauerhaft zum Linksverteidiger, Conny als Rechtsverteidiger, wovon ich nichts halte. Ja, aber wenn du so denkst, ja, alles gut, dann brauchst du keinen Ersatz verpflichten. Ne? Oder du musst dann die Eier haben. Ich meine, der Junge, ich komme den Namen jetzt nicht drauf, der jetzt in der Freundschaftsspiel gespielt hat, es auch nicht so schlecht gemacht über die linke Seite. Ja? So. Aber wie gesagt, dann musst du auch die Eier haben, diese Spieler immer wieder einzuwechseln, damit sie entwickeln können. Sonst macht das wenig Sinn, mit den Jungs da als Alternativen auf den Außenbahnen die Saison zu gehen. Also, meine Meinung ganz klar, dass man King abgibt, auch für das Geld. Ja, wie gesagt, ich weiß, da werden wieder einige, ja, die haben so viel Geld, die müssten mehr zahlen oder hätten wir hart bleiben sollen. Nochmal, es gibt keine anderen Alternativen. Es gibt keine Alternativen. King war wechselwillig, das schon letztes Jahr schon. Und letztes Jahr war auch nur die Saudi League da, wo ein ernsthaftes Interesse da war. Ja. Es gibt keinen, der das Gehalt zahlt für einen King, was er haben will. Ja. So, das muss man mal knallhart sagen. Und dann, ja, das wissen die auch. Die sind auch nicht doof, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn du der alleinige Interessent bist, ja, dann geht es um den Marktwert. So, ja. Und ja, du kannst natürlich auch die Eier haben und das durchziehen und sagen, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt, dann dies und das. Ich verstehe das Argument, das kann man auch bringen. Ja, mit Sicherheit kann man das bringen. Auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, ja, ich sehe es als okay an. Sei froh, also drauf geschissen. Du sparst halt die 17 Mille Grundgehalt ein. Und das sollte man halt nicht vergessen. Ja, das sind bei den 2 Jahren auch nochmal 34 Mille, die man einspart. So. Je nachdem, was du natürlich verpflichtet ist, klar, verpflichtet ist jetzt ein Nkunku oder sowas, der will nicht weniger haben. Ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden. So, ob der dann unbedingt besser einschlägt, wie es ein King getan hätte, weiß ich nicht. Aber das kam ja jetzt auch nicht von Vereinsseite. Ja. Klar, der Verein ist gesprächsbereit gewesen, wenn ein Angebot kommt. Wäre er bei Gnabry, bei Goretzka wahrscheinlich auch. Aber das kam ja dann schon von Kings Seite. Ja. Und dann finde ich es völlig fein, dass der FC Bayern dann sagt, komm, King, du willst dahin, du willst in den letzten 3 Jahren im Herbst deiner Karriere nochmal die fette Kohle mitnehmen, dann mach das. So, ja, das finde ich völlig fein, dass man ihnen dann nicht die Steine in den Weg legt und sagt, ja komm, da müssen die jetzt aber unbedingt 40, 45 Mille zahlen, sonst darfst du nicht. Fühle ich nicht. Ja. Also, finde ich schon völlig fein. Ich sehe das jetzt nicht als kritisch an, dass man da jetzt nicht den großen Gewinn an der Ablöse macht. Nochmal, guckt euch die Historie an von King. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. So. Wer weiß, du weißt das nie bei King. Der zieht auf einmal einen Sprint an und dann zack, bumm, fällt er wieder 6 Wochen aus, weil irgendein Muskelfaser ist oder so. Ja. Also, das wissen wir und von daher denke ich, ist das gutes Geld, was wir bekommen haben. Wenn du das Geld gut investierst, man bekommt gute Spieler für 30, 35 Millionen, die Potenzial haben, die jung sind.
Klar muss man die entwickeln, logisch, ja, so. Das muss aber eh die Aufgabe beim FC Bayern die kommenden Jahre sein. Ja? Wir sind kein Verein, der, auch wenn wir es dieses Jahr wieder getan haben mit 75 Meter für Diaz, aber eigentlich sind wir kein Verein, der jedes Jahr 100 Millionen ausgeben kann, um irgendeinen Topstar zu kaufen. So, ja, das muss man mal knaller sagen. Das sind wir nicht. Dafür haben wir nicht diese fremdfinanziellen Mittel. Und es ist auch wichtig, dass wir gehalttechnisch wieder auf ein gesundes Niveau kommen. Ja, es ist schade, dass man Davis und Musiala zu den horrenden Summen verlängert hat, genauso wie Kimmich. Ähm, Man wird in den nächsten Jahren wieder in dieselben Probleme geraten, wie es bis jetzt auch war. Aber man hat jetzt nochmal einen Großverdiener mit Sané, Müller, Coman weg. Ja, und dann hoffen wir mal, dass man es in der Zukunft ein bisschen besser macht. Aber das werden wir sehen, je nachdem, wer der Ersatztransfer werden wird für King. Ja? Oder ob es überhaupt einen geben wird. Wer weiß. Wir werden es sehen, Leute. Gut, das ist meine grobe Meinung. Wie gesagt, sorry für den Hall hier und ja, ich bin im Urlaub, aber ich wollte wenigstens kurz meine Meinung dazu sagen und nach dem Stuttgart-Spiel gibt es auch kurz meine Meinung. Und dann ist ja bald auch schon Bundesliga, dann geht der Ernst des Fußballlebens wieder los, Leute. Ich freue mich drauf. Haut rein, bis dann. Tschüssi.